So, das war's. So. Dankeschön, gell? Alles klar? Sind wir alle taub? So. Kann ich jetzt die Gebärdensprache moderieren? Kannst du Foto ausmachen? Dann können wir reden. Okay, Entschuldigung, gell? Seit wann hast du Öl im Motor? Ist ja ganz was Neues. Die Frage von dir, warum wir nicht driften, würden wir gerne, weil das können wir, denke ich mal, durchaus. Und das liegt bei uns so irgendwie, ja, ich gehe da gleich drauf ein, warum wir das Ganze machen. Aber wir sehen hier Schotter und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich einiges da lassen, inklusive sitzen, unserer oder? Silvia, wenn die Frontscheibe von dem Lambo da hinten, ja, und noch ein paar Frontscheiben dann weg sein würden. Das war die Antwort auf die Frage. Ja, ja. Ist aber nicht ausreichend. Ist nicht ausreichend beantwortet. Ja, ist halt schade. Also wenn man eine Messe hat, dann hat man doch irgendwie einen Freiplatz, da kann man halt dann sowas auch dann ein bisschen im Einsatz sehen. Leider durch die Situation, die wir jetzt eben dieses Jahr hatten, können wir nur froh sein, dass wir das Auto wenigstens noch mal so mal zu Gesicht bekommen und auch hören und auch den hübschen Fahrer nicht sehen, weil er will nicht aussteigen. Also bei hübsch... Ja, aber er hat schon recht, er soll im Auto sitzen bleiben. Bald ist ja Weihnachten, da darfst du auch so Wörter benutzen. Ist okay. Ich habe eine Frage. Ja. Werden wir jetzt das Ganze nach DIN ISO machen oder darf ich ganz ehrlich sein? Du kannst ganz ehrlich sein, DIN ISO ist Form, die gibt es seit 1968. Die braucht man nicht unbedingt jetzt hier. Ich denke mal, die haben wir heute genug gehört. Also ich denke mal, der Jochen hat die Felgen euch präsentiert, vorgestellt. Kurz zu den Felgen. 2019 sind wir auf den Barracuda Charisma gefahren und ich kann zu den Leuten sagen, die Charisma fahren, das kann ich unterschreiben, garantieren, dass die Felgen könnt ihr wirklich auf Schlaglöcher einsetzen, auf osteuropäischen Straßen. An alle Freunde, die dort im Osten diese Felgen vielleicht fahren. Die Felgen haben wir getestet, Michael Schumacher S, mit 160 Abflug oder 170 sogar. Ergebnis war verbogener Dom, noch einige andere verbogene Dinge, aber die Felge wird auf einem Straßenfahrzeug weiterhin eingesetzt. Das heißt, die hat Rundlauf. Das mal zu den Charisma. Aber wie bei allen Dingen, es gibt halt einen Nachteil, das ist eine relativ stabile, massive Felge und dadurch wiegt sie auch entsprechend viel. Bedeutet ungefederte Massen, ich will jetzt nicht dieses ganze klugscheißerische, ne? Fahrwerk muss arbeiten, andere Komponenten, ungefederte Masse, könnt ihr googeln, was es ist. Deswegen haben wir Jochen und Barracuda gebeten, dass eine Felge auf den Markt kommt von Barracuda, die reinrassig für den Motorsport entwickelt ist. Und diese Felge werden wir im Driftsport einsetzen und ich hoffe, dass die dann perfekte Performance, so wie die Charisma damals zeigen wird. Okay. Das mal zu den Felgen. Also das zu uns kannst du ja gleich mich fragen, was wir sonst so machen. Ja, viel gibt es nicht, was ihr sonst noch macht. Das Dream-Team. Wir haben kein anderes Leben, das stimmt. Genau. Driften. Das unzensiert. Genau, es gibt nur ein Leben und das ist eines des Drifters. Genau. Was war das Ganz Jahr? oder gar nicht. Genau, das Jahr war ein bisschen ruhig, wie bei vielen motorsportlichen Veranstaltungen. Schade. Eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wie dein Jahr war, aber bei mir war es so, dass wir eigentlich auch im Ausland waren tatsächlich auch. Wir haben Partner gehabt, die eine ganze Meisterschaft auf die Beine gestellt haben, trotz der ganzen Situation bei uns im Land. Und ich sag mal so, wir haben 3 Fahrzeuge und das ist der Fahrer. Meine Aufgabe ist hauptsächlich eigentlich nur dumm labern, ja, Das stimmt. und einfach experimentieren und sagen, okay, da könntest du vielleicht noch mehr Geld ausgeben, damit das ein bisschen besser ist. Oh, dann, wenn es dann halt schief läuft, dann sage ich, oh, da ist irgendwas, da müssen wir doch ein bisschen noch mehr Geld investieren. Und er fährt die Autos und dieses Auto war vor knapp einem Monat rechts im Beton. Da war die Aufhängung vorne rechts abgerissen, da war das Heck hinten komplett weg und das Ganze haben wir zu zweit und natürlich dank unseren ganzen Kameraden da draußen, unseren ganzen Fans, mit Händen, mit Herz und Blut und Überstunden, übrigens Sergej, Gruß an dich und Joe, gerichtet. Ja, und das ist halt Drift Life unzensiert, das sind wir zeigen so, wie es ist, es läuft halt nicht immer perfekt. Aber so ist das Leben. Ja, jetzt sag mal, wir. Also, wo kann man euch sehen? Welche Namen? Wo ist es? Auf dem Auto steht Drifting Lele, Instagram-Kanal. Balak. Ja. Einfach auf Google eingeben, Instagram-Kanal, Drifting Lele.
YouTube sind wir auch vertreten. Oder googeln einfach. Google. Wenn man nach Drifting Lele googelt oder selbst nach Palak und Trusak, kann man uns nicht verfehlen. Genau. Super. Dann schauen wir da alle mal rein bald. Sehr gut. Die nächsten Events, nächstes Jahr, was liegt an? Ist schon was in Planung? Also in Planung ist immer so eine Sache bei uns. Ne? Das heißt, wenn man bei uns anruft, kommt rein, Autos werden verladen, los geht's. Dieses Mal haben wir zum Beispiel 1 Stunde Schlaf bekommen. Wenn wir 2 bis 3 Stunden schlafen, ist das schon mal gut. Grundsätzlich sind wir bei allen Events dabei, wo es um die Wurst geht, wo Action und Spannung ist. Da habt ihr schon einen Termin, könnt ihr irgendwas sagen für die Zuschauer, irgendwas, wo man sagt, okay, jetzt freuen wir uns, jetzt ist bald Weihnachten. Wir hoffen, dass 2021, Iron Drift King, das ist oben im Osten Deutschlands. Ansonsten natürlich hoffen wir, dass unser Partner Drift.de wieder eine Meisterschaft auf die Beine stellen kann. Und für diejenigen, die vielleicht ein Auto mit weniger Leistung fahren, gibt es das freie Driften auf verschiedenen, also zum Beispiel in Hockenheim oder auch Nürburgring. Einfach mal schauen, da findet ihr bei uns persönlich jetzt durch die Situation, ich denke mal, das kann keiner sagen. Ja? Also wir sind froh, dass Jochen, JMS Fahrzeugteile, dieses Event hier überhaupt auf die Beine gestellt hat und vor allem, also Hut ab. Das werden wir euch dann zeigen, auch in den Videos, was für eine Technik hier hinter ist und in welcher Qualität das Ganze gemacht wird. Auch ein Moderator. Persönlich, vom Sehen kannte ich dich nicht, aber die Stimme kam mir schon irgendwo bekannt vor. Das heißt, die Frage an dich, du warst auch schon mal irgendwie bei gewissen Motorsportveranstaltungen. Ja. Also kann es sein, dass das die DTM war? Nein, DTM nicht. Okay. Ja, die ist eher am Sterben. Das war Sport 1. Die Stimme Sport 1 Track. Sport 1 Track, das ja. Genau. Und also ich würde dir empfehlen, oder ich würd sagen, falls jemand einen Moderator sucht bei den Driftveranstaltungen, dieser Mann ist durchaus fähig und ein würdiger Moderator für ein Drift-Event. Das würden wir gerne mal sehen. Ich bin ein alter Mann, aber gut, wir werden sehen. Nissan-Fan. Vielen Dank. Also, Freunde, wenn ihr was wissen wollt mit Veranstaltungen, die nächstes Jahr sind, weil jeder ist momentan geil drauf, weil wir dieses Jahr so wenig gemacht haben, was kommt als nächstes? Wann ist es endlich vorbei? Das ist klar, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es irgendwann so sein wird. Also müssen wir jetzt schon wissen, was wir dann tun. Das heißt, Drift in Lele, da auf die Homepage schauen, die 2 Jungs sind richtig der Knaller, die sind lustig, die sind richtig gut. Vor allem wahnsinnig interessant ist für mich auch Drift für einen Breitensport. Das heißt, es steht ein Veranstalter in den Startlöchern, der auch für jedermann Drift-Racings anbieten wird. So ähnlich wie auch Viertelmeile-Rennen ja auch zum Teil angeboten werden, was ja wahnsinnig erfolgreich ist, bei denen ich ja auch zum Teil anwesend bin als Moderator. Voll geil, würde ich sagen, für die Situation jetzt so eine Perspektive zu haben. Vor allem, es stehen viele nicht still. Und das finde ich ganz toll, dass sich in Zeiten, wo es auch ein bisschen ruhiger sein muss, auch einige formieren und sagen, wir stellen uns auf, dass, wenn es mal wieder weitergeht, wir sofort am Start sind und unser ganzes Adrenalin wieder ausschütten, kübelweise. Voll geil, kann man nur nachmachen. Super, Jungs. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Wir sehen uns später noch. Gell? Merci. Das wir natürlich gleich. Gell? Alles klar? Dann. Und genau, macht kräftig Krach beim Raus. Wir müssen da jetzt hinten einparken. Ach so, aber trotzdem Krach machen. Auch wir bleiben. Wir sind jetzt gekommen, dann bleiben wir auch. Ja, das weiß ich.